Und somit herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge Planet Zoo. Das ist Folge Nummer 27. Schön seid ihr wieder mit dabei. Hallo. Und wie man sieht, seit unserer Neueröffnung und Umstellung von unserem Fahrgeschäft geht da ziemlich Post ab. Wir haben ja fast 5000 Leute im Zoo. Langsam aber sicher wird es eng, aber es verteilt sich auch nicht richtig. Also hier ist es recht chillig noch und wenn man hier vorne schaut, ja. So, es hat ein bisschen Nachwuchs gegeben, die Flamingos, aber die blöden Flamingos interessieren mich wirklich langsam nicht mehr. Was mich mehr interessiert ist, ich habe nämlich vorher etwas gesehen. Steppenzebra. Bei den Zebras hat es Nachwuchs gegeben, scheint es. Da schaue ich doch gerne mal vorbei. Oh nein. Oh je. So. Oh, tschüss. So herzig. Warte, bleib mal stehen, für einen Screenshot. Du wirst mein Thumbnail. Du Zebra-Arsch. Hey, hey. Hey. Ja, falsche Einstellung. So. Und so. Perfekt. Merci vielmals. So süß. Genau, und was machen wir heute? Ich habe mir heute fest vorgenommen, mal etwas zu machen. Ausnahmsweise. Und zwar eigentlich die Bahn umbauen, aber da die im Moment so gut läuft, würde ich jetzt hier ungern schon wieder zutun. Aber wir haben ja hier noch ein angefangenes Gehege. Und ich glaube, hier knallen wir jetzt mal die nächsten Tiere rein, stattdessen, dass wir die Bahn umbauen. Was ist echt das? Viel Müll vorhanden. Ah, weißt du was? Nein, genau. Köder. Ab. Mülleimer. Okay. Klassische Mülleimer. Genau. Die sollten wir auch ein paar Meter herstellen, da irgendwie. Schau das an. Menschen sind Säue. Menschen sind einfach Säue. Also nein, Säue sind aber super im Vergleich zu Menschen. Wie wir am Anfang wussten, wie wir am Anfang noch auf schön bauen haben. Ja, die Zeiten sind vorbei. Ja, da ist die Orgideen, egal. Hey, schau dich mal an. Ist jetzt ein bisschen besser. Haben wir irgendwo wo fehlen noch Köder. Aber so von hier an würde ich dann auch wirklich so ein neues Themengebiet anfangen. Weil die Grizzlybären passen jetzt nicht mehr so ins Afrikanische rein und darum können wir ihre Nachbarn eigentlich jetzt mal rauslesen. Was wollen wir denn neben den Königstiger? Kann ich die mal abwählen da? Königstiger. Neben den Grizzlybären. Panzernashorn. Das wäre zwar wieder Afrika, das können wir da hinten noch machen. Rappenantilope. Okay. Schneeleopard. Nein, was ist noch so Nordamerika, Grizzly, was leben dort noch für Tiere? Wolf. Wolf, oder? Was Bären hat jetzt, also hat so Wolf meistens so. Wie sieht es bei denen aus, so vom Zoopedia-Gruppe-Dings her? Ich glaube, ich kaufe einfach ein Männchen und ein Weibchen. Oder gut, 2 Weibchen, weil vermutlich ist das wieder so ein Rudu-Ding. Ja. Dann brauchen wir hier noch einen Keg-Eingang. Das können wir ja gut da vorne machen. So, jetzt müssen wir dann irgendwann mal da hinten wieder zu ein Mitarbeiterteil. Und zwar hier ist ja. Mit dem. So. Tiere, Finanzen, nein, wir sind komplett falsch.
Halt, stopp, Homie. Kurz vor der Rindzucht. Hehehe, du siehst. Homie, die eigene Tochter wird nicht geschwäbert. Aber ja, wenn nichts anderes rum ist, musst du fast, gell? Sweet Home Alabama. Sorry, Bro. Oh nein! Der Blick, Alter. Oh, Wursthaar. Ja, weißt du, also, komm, ich gehe dir mal noch ein paar Leuen rein. Wie heissen die? Westafrikanisch. Irgendwie. Westafrikanischer Löwe. Oh, ich bekomme ein Telefon. Ich kann jetzt nicht. Nehmen wir doch die zwei Damen. Ich kann nicht so. Okay, so und so. Wartet im Handelszentrum. So. Etwas Neues zu bumsen für einen Babo. So. Und dann können wir die Wölfe nämlich auch gleich päckeln. Und hierher. Und hierher. Und hierher. So. Dann warten wir schnell bis die Wölfe da sind. Ist der kurz vor der Rindzucht? Hat er jetzt noch das andere gefunden, oder was? Oder ist das jetzt verpackt? Okay. Scheint ein kleiner Bug gewesen zu sein. Oh. Ja, schaut, ich schneide mir den Arm ab. So, kommst du mit denen. Was haben wir schon wieder bestellt? Wolf. Wie geht's euch eigentlich so im Moment? Wie überlebt ihr so die zweite Welle? Kleines Geheimnis. Ich warte gegen auf die erste. Nein, das habe ich nicht gesagt. Alles gut. Aber schon. Nein. Über das Thema reden wir nicht. Westafrikanische Löwe, okay. Ja, würdest du mal aber zuerst die anderen Chicks da, die Wölfe, Kopfverteilung. Die Wölfe bringen. Wäre das möglich? Ja, die ganzen Infotafeln müssen wir dann auch noch mal dahinter. Ich will mal aufschreiben, was ich machen will im Vorfeld. He? Das kann man eigentlich schnell bei den Bären machen in der Zwischenzeit. Da. Info. Hier. So. Bildungssinn haben Grizzlybär. Da irgendwie ein Lautsprecher her. Da Bildungssinn hat Grizzlybär. Stört sich jetzt mit dem. He? Der Kollege ein bisschen zurückschrauben. Ja, und unsere Dinge kommen in dieser Zeit. Dann mal ein bisschen verschieben. Dass sich die Zähne beißen. So. Ja, das ist okay. So, unsere Wölfe sind da. Am Anfang 2. Moin! Hallo! Hallo Hundi! So, was ist da schon wieder los? Ja, hey, also ganz ruhig jetzt. Darum drücke ich eben gegen Pause, die fühlen sich jetzt sofort unwohl und dann verrecken sie dir weg, bevor du irgendetwas gemacht hast. Also, weniger Gras, lang. Und ich glaube, hier können das grosse Kegel sein, weil die vermehren sich wahrscheinlich da und haben ein riesen Rudel.
So. Weniger Gras kurz. Ja, was weiss ich denn? Erde. Erde. Haben wir das nicht vorher alles schon mal gemacht? Da hinten. Ja, jetzt haben sie zu viel Erde. Hm? Weniger Gras lang. Irgendwo hier muss es noch längs Gras haben. Ich sehe nur nicht wo. Hier ist noch ein Stückchen. Ah, hier. Was ist jetzt los? Ja, weniger Gras kurz. Ich wäre schon froh, wenn ich mal das Gras-Länge-Problem lösen könnte. Aber hat irgendwie noch ein bisschen Fels. Irgendwo hat es immer noch von dem scheiß langen Gras, das ich nicht sehe. Jetzt. Okay. Ein stabiler Rückzugsort für Wölfe. Das ist das Falsche. Ich glaube, da brauchen wir etwas Grösseres, weil wie gesagt, das Ziel, da ist ja schon weit gekommen dahin. Das Ziel wäre natürlich, dass wir ein riesen Rudel haben nachher da hinten. Okay, das ist cool soweit. Ah, jetzt fehlt eigentlich nur die Lebensqualität. Heißballbeschäftigung. Rotationsfutterspender, also wie da ein Wolf dazukommt, ist mir ja ein Rätsel. Kauspielzeug. Eine Wasserstelle daher. Und ein Bauli. Und ein Fresstablet. Da noch ein Beschäftigungs... Ich baue auf. Toll. So, wie sieht es bepflanzungsmässig aus? Ausreichend, das Tier hat ausreichend Bepflanzung, aber einfach nicht Zeugs, was er gerne hat. He? Dann nehmen wir doch das Zeug fort. Ausreichend Bepflanzung, immer noch. Okay. Das sind ja die eigentlich so zufrieden, nicht wahr? Puff, ja nice. So, jetzt machen wir uns aber noch schnell schlau über den Wolf. Steht die Schweiz auch drauf? So klein, ja, da, Graubünden, ja, der Wolf ist rum. So, 2 bis 12. Bis zu 12 Männchen, bis zu 12 Weibchen. Ah, okay. Okay. Da würde ich sagen, knall noch schnell so ein paar rein, dass sich die nicht wieder inzestmässig weiter verbreiten. Wie heisst es denn? Wolf. Hey, dass da keine Suchfunktion hat, das ist einfach wirklich mühsam. Sibirische Tiger. Schneeleopard, Springbock, Steppenzebra. Einfach Wolf. Wow. Okay, dann nehmen wir noch ein Männchen, ein Weibchen und ein Männchen. Das hat es 3 Pärchen gegeben, nachher, wenn ich richtig gezählt habe. So.
Voilà. Jetzt würde ich hier auf der Seite noch gut Einrichtung. Dann wieder hin. Kann ich da etwas über den Wolf leeren. Das müssen wir eigentlich mal noch bei den Flamingos machen, aber auf die schieße ich einfach. Was ist jetzt hier das Problem? Ah, wir haben keinen Strom da hinten. Das können wir theoretisch ändern, indem dass wir hier irgendwie mal noch ein Solarmodul herknallen, so da hinten irgendwie so. Provisorisch fangen wir mal so. Können wir das später noch auslösen. Voilà! Wenn wir jetzt da die Reichweite. Ja, so. Cool! Cool. Nein, aber bei den Flamingos irgendwie fällt es, aber auf die schießen wir einfach. Ganz ehrlich. Blöde Flamingos haben mich so aufgeregt. Irgendwie verarscht. Nicht im idealen Temperaturbereich. Genau, stimmt, das habe ich eigentlich vorhin noch geguckt. Das habe ich fast erwartet. Minus 8 bis 29 Grad, dann ist es zu heiß hier. In Richtung Gehege. Klimaanlage. So. Einmal so. Einmal so. Auf 0 Grad ist glaube ich gut, he? Ja, gib ihm. Ja, ich kann mir auch noch ein bisschen schneller tun. Das Ding ist schon sehr schön. Das setze ich jetzt den besseren hier. Vielleicht haben die Flamingos wegen dem zu befinden nicht, weil sie einfach zu warm oder zu kalt haben, aber eigentlich sollte es ja gestimmt vorher, wo wir dort haben. Das sind schon einfach Hunde, he? So schöne Tiere. Au! Au! Oh. Das ist meine Flagge nicht da, gell? Könnte ich mal sagen, aus dem Teppich brauchen, ein Thumbnail bitte. Ah, geht jetzt raus, aha. So, schon eher, wenn wir da so ein bisschen den Winkel ändern und tasten. So, weißt du, so. Yeah. Kann ich leben damit. Irgendwie. Bin noch nicht so glücklich damit, aber komm. Vielleicht finden wir noch etwas Besseres. Ah, 12. Ah, jetzt zieht es langsam an da hinten. He? Wie ist eigentlich so eine Statistik? Haben wir da so höchste Attraktivität? Das sind Flachland-Gorillas. Okay. Tierwohlbefinden ist auf 93%. Techniker haben wir 3, Pfleger. Okay. Bei uns läuft, wenn wir mal wieder irgendwie Werbung schalten. Marketingkampagne, was haben wir das gemacht letztes Mal? Wie haben wir das gemacht? Ich will ordentlich Kohle anlegen. Ich habe Durst. Es ist sau heiß hier draußen. Ich habe das Sauf etwas und gehe da hinten, da ist viel.
Wir haben so nur Verbrechen irgendwie. Habe ich das Opfer vom Taschendiebstahl? Okay. 3 haben wir festgenommen, 37. Okay. Aber wie habe ich die Promo-Zeug gemacht letztes Mal? Was ist los? Nicht im idealen Temperaturbereich. Warum denn nicht? Ist doch 0 Grad hier. Komm ich auf die Temperaturkarte da. Ist doch alles super. Aber ich komme auf Temperatur. Karte. Wege, Gelände, Baupläne. Jetzt schnell, es gibt Heatmaps. Ah, okay. Ah, vielleicht sollten wir die Reichweite noch ein bisschen einstellen. Können wir nicht, ist schon voll da oben. Okay. Dann machen wir hier noch einen her. So. Und hier noch einen her. So. Dann sollte sich das Problem eigentlich erledigen. He? Jetzt schön kühl für unsere Hundis. So, apropos kühl, ich hätte so ein Ding jetzt gerade. Es ist brandscheiße in diesem Zimmer. Okay. Ich glaube, das kommt gut an. Habe ich die Heatmap wieder. Und im Hintergrund hörst du Elefanten. Scheisst's? Ja, aber wie gesagt, gebt mir eure Namensvorschläge gern. Jetzt hat er den Gring, aber gern unter Folge 22 schreiben, falls ihr noch Namensvorschläge habt, weil ich bin immer noch in Vorproduktion. So, das ist doch mal das Thumbnail. Schön. Das hat alles gefallen. Ja, egal. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein wunderschönes Tag. Sage merci vielmals fürs Einschalten. Es kann sein, dass jetzt die Folgen nicht mehr täglich kommen, langsam aber sicher. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie bin im Kalender mittlerweile. Aber es kann sein, dass während der Ferien die Folgen vielleicht alle 2 Tage oder nur alle 3 Tage kommen. Dafür kommen dann andere Videos noch aus der Ferien, also Vlogs. Und vom Livestream wird es auch noch Material geben. Und auf jeden Fall den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Und in dem Sinn. Liebe Grüße, bis gleich, Timochi. Ciao.